Liebste, willkommen terug op i Plattlauf. Hüt mocht wie de Possessivpronomen. Hallo meine Liebste, herzlich willkommen zurück auf i Plattlauf. Heute machen wir die Possessivpronomen. Es geht also weiter in der Reihe der Pronomen. Ich verlinke dir hier oben die Personalpronomen, falls du sie noch nicht hattest. Genau, und die Possessivpronomen sind Pronomen, die einen Besitz anzeigen. Ich werde euch den Satz wie immer hier in den unterschiedlichen Fällen einblenden, damit ihr folgen könnt. Also, es geht wieder, wie auch in dem Video für die Pronomen, geht es wieder um das Buch. Mein Bauch ist spannend. Mein Buch ist spannend. Ich lese in meinem Bauch. Ich lese in meinem Buch. Das ist mein Bauch. Das ist mein Buch. Bei dem Nominativ ist wieder die Frage, wer oder was. Also, mein Buch ist spannend. Wer oder was ist spannend? Mein Buch. Also, mein Bauch. Den Genitiv lasse ich weg, weil der auch im Hochdeutschen, im normalen Sprachgebrauch einfach nicht verwendet werden würde. Es würde jetzt quasi heißen, dat Bauch ist von min, also das Buch ist meines. Wessen Buch ist es? Das Buch ist meines. Der Dativ beantwortet die Frage wem. In wem lese ich? In meinem Buch. Also, ich lese in min Bauch. Der Akkusativ beantwortet die Frage wen. Also, wen sein Buch ist es? Mein Buch. Min Bauch. Wie ihr jetzt schon wieder sehen könnt, ist es im Plattdeutschen wieder einfacher als im Hochdeutschen. Im Hochdeutschen haben wir die 4 unterschiedlichen Formen für den Nominativ, Genitiv, Dativ und Akkusativ. Und im Plattdeutschen ist es einfach nur die Form min. Also es gibt nur eine Form von dem Possessivpronomen in allen 4 Fällen. Gut, machen wir mit dienen weiter. Wie ihr euch bereits denken könnt. Dien Bauch ist spannend. Wer ist spannend? Dien Bauch, dein Buch. Ich lese in Dien Bauch. In wem lese ich? In deinem Buch. Dat ist Dien Bauch. Wem sein Buch ist es? Dien Bauch, dein Buch. Gut, durch die gehe ich ein bisschen schneller durch. Also, ihr Bauch ist spannend. Ihr Buch ist spannend. Ich lese in ihr Bauch. Ich lese in ihrem Buch. Dat ist ihr Bauch. Das ist ihr Buch. Er und es ist es die gleiche Form. Beides mal sien. Sien Bauch ist spannend. Ich lese in sien Bauch. Dat ist sien Bauch. Gut. Die Einzahl haben wir jetzt. Yay. Jetzt kommt die Mehrzahl noch. Also mit us. Us Bauch ist spannend. Ich lese in us Bauch. Dat ist us Bauch. Gut, dann mit schauen. Schauen Bauch ist spannend. Ich lese in schauen Bauch. Dat ist schauen Bauch. Und die dritte Person Plural ist wieder die gleiche wie sie in der Einzahl. Also auch mit er. Er Bauch ist spannend. Ich lese in er Bauch. Dat ist er Bauch. Sehr schön, damit haben wir die Possessivpronomen. Wunderbar. Also, kurz nochmal zusammengefasst. Der Unterschied zwischen Plattdeutsch und Hochdeutsch ist einfach, dass man im Plattdeutsch nur eine Form hat. Für alle 4 Fälle. Gut, beim Genitiv wäre ein von davor, da der aber meistens im Hochdeutschen auch nicht benutzt wird, müsst ihr den gar nicht so weit lernen. Merkt euch einfach min, dien, er, sien, us, schauen, er. Und damit habt ihr auf jeden Fall die Possessivpronomen drauf und könnt vernünftig erzählen, wer wem was gehört. Ich hoffe, dass euch das Video wieder gefallen hat, dass ihr was mitnehmen konntet.
dass ihr den Kanal hier abonniert, damit ihr auch die nächsten Pronomen und die nächsten Vokabeln nicht verpasst. Guckt mal auf Instagram vorbei, da kommt jeden Tag eine kleine Dosis Platt. Und ich freue mich auf euch.